vielen, vielen Dank. Auch danke für die Ansage. Mein Name ist richtig gesagt worden. Das ist schon mal super. Weil da muss ich oft erklären, mein Name. Also, wenn ich sage, dass ich Joel heiße, muss ich schon mal dazu sagen, dass es 2 Pünktchen auf dem E braucht. Die sind nicht zum Spass da, die machen nicht Partys, sondern die haben einen Grund. Weil, wie wir vielleicht mal gelernt haben, OE, AE und UE gibt dann einen Umlaut, nämlich A oder Ö oder Ü. Ja? Und die 2 Pünktchen auf dem E, die heißen Trema, damit man das O vom E trennt, weil sonst wäre mein Name Schöl. Und so will niemand heißen. Also, das ist 2026 ein Name, den es noch nicht gibt. Nicht einmal der Elon Musk hat eins von seinen 57 Kindern so genannt. Ja? Es gibt kein Zota, Jota, Alpha, Jota, Schöl, Musk. Gibt's nicht. Das ist auch gut so. Also weißt du, zum Beispiel Zoe war dann Zö, der Mael war der Mal. Das passt ja auch zum Thema heute, oder? Du willst ja kein Kind Mal nennen. Also, dann hast du so eine Mal dabei, gehst einkaufen, dann verlierst du es noch, dann bist du so, Mal, wo bist du? Und irgendwann kommt so jemand aus dem Verkauf, Roger oder Dinkel? Das willst du nicht. Aber ich merke, wir sind gut drauf, also für einen Morgen, oder? Ich merke, wir werden einen richtig schönen Morgen haben zusammen. Wow, das ist... Also... Das ist das Maximum an guter Stimmung, was es gibt in der Schweiz. Ja? Dass jemand hinten macht, hey, und ein paar anfangen zu klatschen. Das ist so... Das ist das absolute Maximum, was es gibt bei uns. Ja? Gut, ich verstehe es auch. Also, weißt, ich finde es schade, weil wir in der Schweiz, wir sind ja eigentlich ein sehr privilegiertes Land, uns geht es gut so, aber wir sind jetzt nicht bekannt dafür, weltweit, dass wir so mega feierlich sind. Ja? Es hat noch nie eine Liste gegeben, so Ranking, die Top 10 freudigsten Länder der Welt. Und irgendjemand so auf Platz 3 ist die Schweiz. So, nein, die Schweiz ist nie dabei. Das Maximum, was es bei uns eigentlich so gibt, wenn mal etwas richtig Gutes passiert. Also weißt du, wenn jetzt so, keine Ahnung, Lohnerhöhung oder so, ja? Ja? Dann kommt jemand um eine Ecke und sagt, auf das stoßen wir an. Das ist das absolute Maximum. Also weißt du, mehr passiert nicht. Mehr passiert nicht. Das ist eigentlich schade, weil bei uns geht es ja eigentlich gut. Darum habe ich so gerne Sport. Weil beim Sport wird noch richtig gefeiert. Also weißt, dort sind die Emotionen roh. Wenn etwas passiert und die Leute nerven sich, dann nerven sie sich richtig. Wenn sie sich freuen, jubeln sie. Dann haben sie sogar Jubelpose. Das sind Menschen, die haben sich irgendwann überlegt, so, wo sie daheim im Bett gelegen sind, vor dem Einschlafen, wenn ich mich freue, wie ist denn meine Jubelpose? Das ist schon noch geil. Also, ich meine, zum Beispiel, alle kennen Cristiano Ronaldo, oder? Wenn der ein Goal schießt, dann macht er immer so «Sü!» Dann macht er das. Wir müssen aber nicht einmal international schauen, sondern es geht auch bei uns. Ich meine, ich komme von Basel. Wenn der Sherdan Shaqiri ein Goal schießt, habe ich gemerkt, er macht das so. Die ganze Zeit, ja, macht immer so. Und ich habe gedacht, mega geile Geschichte. Also weißt, weil er so lange im Ausland gesehen, wo er von Basel weggegangen ist, dann ist er zurück auf Basel. Das heisst so viel wie, mein Herz ist da. Mein Herz ist da, oder? Dann habe ich gemerkt, er macht es auch bei Auswärtsmatch. Nein, vielleicht habe ich es falsch verstanden, ja. Gut, es hat einen anderen gegeben, der hat nicht einmal eine Jubelpose gehabt, der Frank Ribery, der hat nur gesagt, Jubel! Hat schon gelangt. Aber auch andere Sportarten. Also ich zum Beispiel, ich schaue gerne Basketball, das ist mega toll. Ja. Mein Lieblingsspieler heißt Jalen Brunson. Der spielt für New York und immer wenn er einen Dreier trifft, macht er es so. Vor 18'000 Leuten im Madison Square Garden macht er so. Und 18'000 Leute, jawohl! Dann gibt es zum Beispiel den Fernando Alonso. Der hat schon lange kein Rennen mehr gewonnen in der Formel 1. Aber wo er noch gewonnen hat, ist das sein Jubel gewesen? Ich meine, wie geil, oder? Das kannst du sonst nie machen. Also ich meine, ich, nicht einmal als Comedian jetzt. Der Dario sagt mir, ja, stell dir vor, ich werde zu dem Comedy zum Morgen so auf die Bühne kommen. Ja, jetzt. Auf das stoßen wir an. Ja, jetzt nicht so. Aber wenn ich wirklich so auf die Bühne gekommen wäre, hätte er gedacht, was ist das sein Problem? Ja? Jetzt kommt er da irgendwie auf die Live-Stage, macht der Rüttli-Schwur oder was, oder?
Geht irgendwie nicht so. Auch einen anderen Job kannst du nicht machen. Weißt du, so Bürojob. Und immer am Montag ist die grosse Wochensitzung, ja, am 9 Uhr morgen. Und es kommt jemand und sagt, also, Wochensitzung, ich habe alle Traktanten schon mal aufgelistet, ausgedruckt und für euch bereitgelegt. Sü! Die würden einfach lassen. Die würden da fristlos entlassen. Die würden sagen, Kollege, du hast es schade, du musst gehen. Also, nein, ich bleib da. Ich bleib da. Und die so, nein, du musst jetzt wirklich gehen, du bist nicht los. Also, okay. So, das war schon meine Zeit. Danke vielmals. Macht's gut. Schönen Tag noch. Bye, bye.